Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Auch ein Städtchen wie Gaisbach hat seine eigene Kultur, die in der Liedertafel gepflegt wird. Jahr um Jahr. Ein Dichterwort verheißt, dort wo man singt, da lass dich ruhig nieder. So ruhig jedoch geht es beim Gesang nicht immer zu, denn heute geht ein hochdramatischer Prozess über die Bühne, beinahe ein Drama mit Musik. Denn wer dem Gaisbacher Gesangsverein zu nahe tritt, der hat nichts zu lachen. Dieser Angeklagte erwies sich als ein Mensch bar jeden Dranges nach höheren Werten. Herr Staatsanwalt, ich lege Verwahrung ein. Halten Sie den Mund! Noch spricht der Herr Staatsanwalt. Am Jubeltag der Liedertafel Concordia Gaisbach, dessen 50. Stiftungsfest die ganze Stadt mit großer Festlichkeit begehen wollte, hat der hier angeklagte Kaspar Lungelmeier, Schneidermeister zu Gaisbach, den Ehrengast der Stadt, den königlichen Herrn Kammersänger Peter Kreil, den berühmten Heldentenor des Königlichen Hof- und Nationaltheaters zu München, Sohn und Ehrenbürger dieser Stadt, aufs Schwerste beleidigt und an demselben eine Freiheitsberaubung begangen. Ferner hat Schneider Lungelmeier am selben Tag 2 Mitglieder der Concordia erheblich körperverletzt und tätlich beleidigt. Erstens den Bassisten, Herrn Metzgermeister Praxenthaler. Ihm hat der Angeklagte mit einer großen Schere das linke Ohrläppchen abgeschnitten. Zweitens hat er den Dirigenten der Concordia, Herrn Oberlehrer Franz Wunder, ein Büschel Haare abgeschnitten. Die Geschädigten stehen der Staatsanwaltschaft als Zeugen zur Verfügung. In Verbindung zu diesem Verfahren erheben die Liedertafel und die Betroffenen Klage auf Schadenersatz. Ich bekenne mich in keinem Punkt der Anklage für schuldig, in keinem. Ich habe aus Notwehr gehandelt, aus reiner Notwehr. Schauen Sie nur meinen Daumen da an. Natürlich. Jeder Angeklagte ist hierzulande unschuldig. Legen Sie mir lieber ein Geständnis ab. Der Herr Oberlehrer hat mir den Daumen reingebissen. Den halben Daumen hat er mir durchbissen. Der Sanitätsrat hat die Wunde untersucht. Jetzt hören Sie mit Ihrer Jammerei auf. Und legen Sie ein Geständnis ab, habe ich gesagt. Ich werde ein Schmerzensgeld verlangen, Herr Oberamtsrichter. Ich brauche meinen Daumen beruflich. Jetzt lassen Sie mich doch mit Ihrem Daumen in Ruhe. Nicht Sie sind hier der Kläger. Übrigens hat mir der Herr Sanitätsrat glaubwürdig versichert, dass er die Verletzung an Ihrem Daumen keineswegs eindeutig als menschlichen Biss diagnostizieren konnte. Das ist ja die Höhe. Man kann die menschlichen Zähne noch gut erkennen. Ja. Wir haben es schriftlich, meine Herren. Sollte der Herr Sachverständige nachträglich von amtlicher Seite beeinflusst worden sein, muss ich die Zuständigkeit des Gerichts als befangen ablehnen. Ich stelle nur fest, das Hohe Gericht ist in corpore samt Schreiber und Gerichtsdiener Mitglied der Liedertafel Concordia. Werden Sie nicht unsachlich, Herr Advokat. Wir sitzen hier nicht im Namen irgendeines, wenn auch noch so ehrenwerten Vereins, sondern im Namen seiner Majestät des Königs, beziehungsweise seiner königlichen Hoheit, des Herrn Prinzregenten. Ich danke. Ich vertraue Ihren Worten. Ja. Zur Sache. Herr Angeklagter, erklären Sie uns mit ein paar Worten einmal das Motiv Ihres, Ihres kulturellen Hasses. Ja, ich hab keinen Hass. Ich befasse mich selber mit der Kultur. So. Warum haben Sie denn dann den Herrn Kammersänger in Ihrem Hause eingesperrt gehalten, sodass er weder am Morgen des Festtages im Kirchenchor die mit Spannung erwarteten Soli vortragen konnte, noch während des darauffolgenden Festaktes im Feustelbräu die Arie des Lohengrin, noch selbst am Abend des Festes die angekündigten Schubert-Lieder? Das ist doch alles nicht wahr, Herr Oberamtsrichter. Ich hab den Peter im Bett liegen lassen, weil er krank gewesen ist, schwer krank sogar. Der hat überhaupt keine Stimme mehr gehabt. So. Und wer hat den Herr Kammersänger krank gemacht? Sie haben das getan. Entschuldigen Sie, Herr Rat, dass ich Ihnen nochmals widersprechen muss, aber das ist der entscheidende Punkt. Ich habe am Peter nichts getan. Der ist am Samstag auf die Nacht
beziehungsweise am Sonntag in der Früh um 3:30 ziemlich angeheitert heimgekommen. Ich kann Ihnen versichern, Herr Oberamtsrichter, ziemlich angeheitert. Das ist eine glatte Lüge. Angeklagter Lungelmeier, sagen Sie mal, für wie dumm halten Sie eigentlich das Gericht? Hm? Der Peter war so blau, dass wir beinahe einen Doktor braucht hätten. Jetzt antworten Sie auf meine Frage, wer hat den Herr Kammersänger so blau, ich meine, so krank gemacht? Ja, fragen Sie doch meine Schwester, die Hedwig. Wir haben uns gar nicht mehr zu helfen gewusst mit ihm. Lungelmeier, erzählen Sie uns doch keine Märchen. Na, in der Früh um 5 haben wir noch nicht ins Bett gebracht. Meister, guter, lieber Meister, hat er über ausgerufen und hat mir meinen Hals genommen. Gib mir Nadel und Faden, hat er gesagt. Dein Geselle will arbeiten, hat er gesagt. Das war vielleicht ein Theater. Er wollte partout wieder mein Schneidersgeselle sein, hat er gesagt. Hat er gesagt? So. Ja. Na, so schlimm kann's mit Ihrem Daumen eigentlich gar nicht sein, wenn Sie so damit rumfuchteln können, aber zur Sache. Sie wissen so gut wie wir alle hier im Saal, dass wir den Herrn Kammersänger Schlag Mitternacht in feierlichem Triumphzug in sein Logis begleitet haben. Ja, das bestreite ich ja nicht. Halt es doch den Mund! Das war allerdings ein großer Fehler. Man hätte Ihnen den Herrn Kammersänger nie anvertrauen dürfen. Sehr richtig. Aus Bescheidenheit und weil er einmal bei Ihnen Schneiderhandwerk gelernt hat, wollte der Herr Kammersänger bei Ihnen logieren, obwohl er es gar nicht so besonders gut bei Ihnen gehabt hat. Oh, der Peter hat bei mir eine schöne Jugendzeit gehabt. Ja, außerdem sind Lehrjahre keine Herrenjahre. Immerhin hat der Peter bei mir was gelernt. Der könnte sich heute noch seine Anzüge selber machen. No, ich glaube nicht, dass der Herr Kammersänger das je nötig haben wird. Er singt bereits in Bayreuth. Sagen Sie uns lieber, warum haben Sie den Ehrengast am Sonntagmorgen nicht geweckt? Sie wussten doch, dass um 8 Uhr der Kirchenzug stattfinden sollte. Sie wussten, dass die Kirche gesteckt voller Leute war. Sie wussten, dass der Herr Kammersänger auf dem Kirchenchor erwartet wurde. Seit 3 Wochen stand es in so großen Buchstaben auf allen Plakaten. Solist, Kammersänger Peter Kreil. Ja, ich konnte wirklich nichts dafür. Man kann doch einen halbtoten Mann nicht aus dem Schlaf reißen. Ach, Sie haben das größte Fest, das in Geisbach je stattfinden sollte, eiskalt sabotiert. Warum? Herr Vorsitzender, wir verhandeln hier doch wegen einer geringfügigen Körperverletzung und nicht wegen des Stiftungsfestes irgendeines Gesangsvereins. Oh. Bitte. Die Liedertafel Concordia ist für diese Stadt nicht irgendein Verein. Außerdem ist der ganze Fall ohne die gestörte Festlichkeit überhaupt nicht denkbar. Die ablehnende Haltung des Angeklagten gegenüber der Liedertafel ist stadtbekannt. Um das ausgewogene Vereinsleben Geisbachs zu stören, hat der Angeklagte bereits vor Jahren einen sogenannten Turnverein gegründet. Jawohl. Einen Hans-Kasperl-Verein. Auch das Turnen ist Kultur, meine Herren, Körperkultur. Schon bei den Alten hieß es, mens sana in corpore sano. Ja, danke, Herr Justizrat. Ich weiß, Juvenal, aber wir sind hier nicht auf dem Gymnasium. Machen wir dem Theater ein Ende. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Matthias Praxenthaler herein. Der Zeuge Matthias Praxenthaler. Jawohl. Na, was ist denn da so lustig dabei? Weil ich mich auf jeden Zeugen freue, der den Angeklagten Lungelmeier hineintaucht. Was? Du auch schon? Die Ziele des Turnvereins sind nicht ungesetzlich, was man von der Concordia nicht allerweil behaupten kann. Vorsicht, Herr Angeklagter. Sie scheinen hier gar nicht mehr so viele Sympathien zu haben. Nehmen Sie Platz und verhalten Sie sich ruhig. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Ja. Wir hätten den Peter nicht beim Schneider logieren lassen sollen. Das war ein Fehler. Hab's ja geahnt. Entschuldigen schon, Freund Hedwig, nichts gegen ihn. Aber Ihnen, Herr Bruder, das ist ein sogenannter Dreckhammel. Sie ordinäre Mensch, Sie ordinäre. Der Herr Kammersänger wohnt viel in den Grand-Hotels. Der wollte halt einmal privat sein. Ach, ich hätte ihm gern mein ganzes Haus zur Verfügung gestellt. So. Und ich habe mich so gefreut gehabt. Ja, meine liebe Hedwig, es ist zum Weinen. Aber so ein Programm kriegen wir nie wieder. Ja, und so eine Blamage auch nicht. Der Zeuge Praxenthaler Matthias, Metzgermeister. Hier! Wer hat ihm den immer nachgegeben, dem Herrn Kammersänger? Allesamt miteinander habt ihr das Maul nicht aufgemacht. Nicht allesamt, Hirst. Ich war dagegen. Magst? Geh, lass mich doch aus mit den selber gemachten. Geh weiter. Die Frau Wimmer hat sich eigens ihren Salon neu tapezieren lassen. Und sogar ein Badezimmer hat sie eingerichtet. Na, die hat sich womöglich schon allerhand Gedanken gemacht. Ich bin ein Metzger, Herr Rat. Ich hab schon viel Blut gesehen.
Aber so viel noch nicht. Ja, ich hab glaubt, das geht dahin mit mir. Ein solchenes Drumscher hat er gehabt. Und einen solchen Schnitt habe ich im Ohrwaschel. Das war reine Notwehr. Er hat mir zuerst eine hineingehaut. Und es war Hausfriedensbruch. Jawohl. Wir werden Gegenklage erheben. Der Zeuge ist zusammen mit dem Lehrer und noch einigen Radaubrüdern am stillen Sonntagmorgen um 8 Uhr in das Anwesen meines Mandanten gewaltsam eingedrungen. Und es war selbstverständliche Pflicht des Hausherrn und Gastgebers, sich dagegen zur Wehr zu setzen, um die Ruhe des Herrn Kammersängers zu gewährleisten. Die Verteidigung konstruiert mit viel juristischem Scharfsinn. Aber der wahre Sachverhalt führt zu anderen Überlegungen. Es standen nämlich höhere Interessen auf dem Spiel. Ja, er hätte uns ja bloß hineinlassen dürfen. Dann hätten wir den Peter aufgeweckt, die Frau Ökonomierat hätte eigenhändig einen starken Kaffee gemacht und alles wäre in schönster Ordnung gewesen, Herr Rat. Aber der Trickhammer hat uns ja nicht einmal die Haustür aufgesperrt. Und er hat mir Fenster eingeschlagen. Mit aller Gewalt wollte er zum Fenster reinsteigen. Ja, wo ist denn in ganz Geisbach ein Hausbesitzer, der muss sich so etwas gefallen lassen? Und meine Herren, diese Szene spielte sich ausgerechnet vor dem Fenster jenes Zimmers ab, in dem der schwer leidende Herr Kammersänger seiner Genesung entgegenschlummerte. Er war Gast. Und das Gastrecht? Der Herr Kammersänger war Ehrengast der Stadt und somit eine das öffentliche Interesse berührende Person. Gast ist Gast. Ruhe, meine Herren. Wachtmeister, es ist gleich 11:15. Begeben Sie sich bitte schleunigst zum Bahnhof. Es kann nicht sein, dass der Herr Kammersänger mit dem 11 Uhr Zug hier eintrifft. Bitten Sie den Herrn sofort hierher. Zu Befehl. Jawohl, Herr Rat. Ja. Was? Der kommt? Da muss ich ja gleich mein Freund holen. Ruhe da hinten. Herr Zeuge, Sie handelten im Auftrag der Concordia, also das steht außer jedem Zweifel. Hatten Sie den Eindruck, der Angeklagte habe den Herrn Kammersänger aus Boshaftigkeit und trotz allen guten Zureden Ihrerseits nicht wecken wollen? Ja, nur aus Boshaftigkeit, Herr Rat. Nur. Ja, nicht wecken wollen. Meine Schwester, die Hedwig, hat ja bereits seit 7:30 versucht, das Wecken. Wollen Sie vielleicht endlich ruhig sein, Angeklagter? Sie sind nicht gefragt. Oder, Herr Zeuge, könnte Ihrer Auffassung nach der Angeklagte den Herrn Kammersänger mittels alkoholischer Getränke, unter Umständen sogar mittels eines Narkotikums, künstlich in so tiefen Schlaf versetzt haben? Ach so. Ja, freilich hat er damit gemacht, Herr Rat. Das weiß doch heute die ganze Stadt und der Herr Apotheker sagt's auch. Aha. Praxenthaler, heute zurück. In meinem Haus hat der Peter keinen Tropfen Alkohol erwischt. Was meinst du? Da müsst schon den Herrn Ökonomierat fragen, die hat ihn Zufall gemacht. Der ist am once noch mal dahergekommen und hat den Peter nochmals verzogen. 5 Flaschen Champagner haben sie austrunken und 1 Liter Schnaps dazu. Kasper, mach dich doch nicht lächerlich. Die Geschichte glaubt ja doch kein Mensch in der ganzen Stadt. Und der Herr Ökonomierat kann sich an nichts erinnern. Das sind Tatsachen. Diese Tatsachen erscheinen mir reichlich verschleiert. Gerichtsschreiber, holen Sie mir schleunigst den Herrn Ökonomierat her. Bitte sofort, Herr Rat. Ja. Ich verzichte auf die Einvernahme des Herrn Ökonomierats. Die Verteidigung nicht. Keine Angst, der kann sich an nichts erinnern. Ja. Der Schneider lügt. Ich habe in mein Haus keinen Tropfen Alkohol, keinen Tropfen. Wir Turner sind keine Säufer. Meine Schwester, die Hedwig, hat dem Peter nur einen Kaffee gemacht. Und den hat er nicht angerührt. Halt! Jetzt hat er sich verraten, Herr Rat. Der Kaffee, da hat er das Gift reingeschüttet. Na, danke, Herr Zeuge, Sie können Platz nehmen. Bitte. Schreiber, Herr Rat? rufen Sie mir bitte vorher noch den Herrn Oberlehrer herein. Sofort, Herr Rat. Aber dann bitte endlich den Herrn Ökonomierat, ja? Also ich verstehe ja nichts von der Kommunalpolitik. Aber wenn der Herr Bürgermeister die fanatischen Umtriebe vom Schneider weiterhin unterstützt, dann ist es mit der Gemütlichkeit dieser Stadt vorbei. Hier ist doch nicht der Ort für einen Turnverein. Seit Jahrhundert ist in Geisbach nicht geturnt worden. Der Bürger mag die Gaudi nicht. 21 eingetragene Mitglieder hat er schon benannt. Ja, und was für Leute? Lauter junge Burschen, nicht wahr? Der nimmt dem Sängernachwuchs von der Concordia. Na, ist weg. Schaut doch, mit den Tenöre sind wir schon so weit. Ich kann schon nur so hoch hinauf. Naja, das sind Nebenerscheinungen. Das Beängstigende an der Turnerschaft ist, dass sie rot ist. Ein paar Blasse sind schon auch dabei, ja. Der Ökonomierat, das sind alles verkappte Sozis. Aber geh. Sehen Sie einen Schneider Lungelmeier am Sonntag in der Kirche? Naja, dann geht er halt im Frühmess. Nein, der geht überhaupt nicht mehr. Sie müssen einmal mit Herrn Pfarrer unterhalten. Er ist der nämliche Atheist, wie der Gangerl wird. Der glaubt auch, dass der Mensch vom Affen abstammt. Von mir aus, ich halt mir ans Bier. Brav, Eitel. Prost. Prost, der Herr. Meine Herren, Sie verkennen den Ernst der Situation.
Der Schneidermeister hat das Stiftungsfest der Concordia nicht nur aus Eifersucht und Konkurrenzneid gestört, sondern aus ganz boshaften politischen Motiven heraus. Ja, richtig. Das hat überhaupt nichts mit Vereinstreitigkeiten zu tun. Das ist ein Politikum. Übertreiben Sie nicht, Herr Doktor. Der Kammersänger hat einen Rausch gehabt. Die Bevölkerung hat eine andere Erklärung. Das hilft mir nichts. Ich kann den Schneider nicht so weit einsausen lassen. Ich bin Brauereibesitzer und die Turnerschaft trinkt auch Feistelbier. Die Bombos. Was die in einem Jahr trinken, das saufen wir in einer einzigen Singprobe. Ja, das ist richtig. Etwas Singen macht mehr Durst als wir das Turnen, nicht? Darum sind wir Sänger. Brav, Eitel. Trinkt mir drauf, dass das Turnen mit der Zeit auch noch durstiger macht. Prost! Prost, Herr. Herr Ökonomierat, namens der guten, konservativen Bürgerschaft dieser Stadt appelliere ich an Sie. Besonders an den Ehrenvorsitzenden der Concordia. Bleiben Sie standhaft. Unterstützen Sie die Sache der Ordnung. Sie ist des Schweißes des Edlen. Ja, sie ist ein Opfer wert. So, ich hoffe, dass ich heute überhaupt keinen Zeugen machen muss. Wenn ich aber muss, dann sage ich die Wahrheit. Fällt mir nicht um. Du kannst dich an nichts mehr erinnern. Das ist sowieso nicht gelungen. Nein, ich sag die Wahrheit. Ich weiß, was ich sage und ich weiß, was ich tue. Ja, blöd von der Katz. Bist das du unser Ehrenvorsitzender oder bist das nicht? Ehrenvorsitzender. Ja, freilich mit Leib und Seele. Aber ich bin seit neuestem leider auch Ehrenvorsitzender vom Turmverein. Was? Ja, Doverik. Ich darf mich nicht aufregen, meine Herren. Das Bier hat eine große Zukunft. Trink mal, das wird in 1000 Jahren gesoffen. Jawohl, und ein bisschen Turner kann auch nicht schaden. Grüß Gott, der Herrschaft. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Ökonomierat, aber der Amtsgerichtsrat... Ja, ist schon gut. Sag ihm einen schönen Gruß. Ich komme in 5 Minuten rüber. Prost! Also das dauert mindestens noch Monate, bis die wieder nachgewachsen sind. Glaubst du? Ja, und mein Daumen, ich bin in ärztlicher Behandlung. Der Mann hat ein fürchterliches Gebiss. Sagen Sie mal her. Ja. Nein, nicht das. Hier. Ja? Ach so. Na, das sieht aber gar nicht so gefährlich aus. Oh nein. Ja, ich war fürchterlich aufgeregt. Man denke sich meine Situation, die Sänger warten, das Orchester wartet, der Pfarrer, die ganze Kirche wartet. Ja, wer soll denn das Solo singen? Absolut erklärlich, meinen verbindlichsten Dank, Herr Oberlehrer. Bitte nehmen Sie Platz. Na, endlich! Na, wo haben Sie denn den Herr Kammersänger? Es ist kein Kammersänger überhaupt nicht angekommen. Oh, das ist aber bedauerlich. Tja, unter diesen Umständen halte ich die Beweisaufnahme für geschlossen. Auf die Einvernahme des Herrn Ökonomierats können wir, glaube ich, auch verzichten. Bitte die Plädoyers. Ich bestehe zumindest vorher noch auf der Einvernahme der Schwester meines Mandanten. Herrschaftszeiten sind aber Sie ein Schlaggeist, Herr Justizrat. Also gut, Wachtmeister, die Zeugin Lungelmeier. Hedwig Lungelmeier. Jawohl. Herr Oberamtsrichter, ich bin nur ein einfacher Schneidermeister und ein Turner. Ich hätte... Ja, was wollt's denn noch? Der Sachverhalt des Prozesses ist doch längst geklärt. Der Praxenthaler hat ein zerschnittenes Ohr, der Oberlehrer einen ledierten Haarschopf. Das genügt, selbst wenn wir die Freiheitsberaubung mangels Beweises fallen lassen müssten. Aber noch sind wir nicht so weit. Ja, ich verlange Freispruch. Die Zeugin Hedwig Lungelmeier. Ja, treten Sie näher, Frau Zeugin. So, jetzt sagen Sie uns die Wahrheit. Wann ist der Herr Kammersänger ins Bett gekommen? Ja, 5 Uhr mag schon gewesen sein. Nein, genau, bitte. Vielleicht war es auch erst 4:30. Er wollte überhaupt nicht ins Bett. Er war so lustig und hat mit meinem Bruder die ganze Werkstatt auf den Kopf gestellt. So. Das widerspricht natürlich genau den Angaben Ihres Herrn Bruders. War der denn auch betrunken? Ja, natürlich. Natürlich. So, mit keinem Tropfen Alkohol im Haus. Was? Aha. Und von einem Herrn Ökonomierat, da wissen Sie nichts. Hm? Doch. Um 1 Uhr hat es an der Haustür pumpert und draußen ist der Herr Ökonomierat gestanden mit 2 Flaschen Champagner. Naja, die haben Sie getrunken, aber 2 Flaschen Champagner für 4 Personen, das kann doch einen Tenor nicht umwerfen, nicht? Natürlich nicht. Aber dann um 2 Uhr vielleicht. Ich habe gerade einen starken Kaffee gemacht. Da sind sie dann noch einmal hinüber in die Post. Wer, Sie? Ja, der Herr Kammersänger und der Herr Feustel. Sie wollten noch mal was zum Trinken holen. Ja, und dann sind Sie nicht mehr gekommen. Sie ruhig, Angeklagter! Ja, und Sie sind dann wahrscheinlich ins Bett gegangen und folgedessen wissen Sie nichts mehr, ne? Ja, ich bin ins Bett und ich war ein bisschen traurig. Aber dann ist er doch wieder gekommen. Da war es bereits Tag vielleicht, 4 Uhr früh. Und da hat er einen fürchterlichen Rausch gehabt. Mein Gott, ich kann's verstehen, er hat sich so gefreut, weil er in der Heimat war. Aber das hätte der Herr Ökonomierat nicht tun dürfen.
Er wollte ja von Peter alles über die Balletttänzerinnen wissen. Und obwohl er kaum mehr hat stehen können, der Herr Kammersänger, hat er trotzdem nicht ins Bett wollen. Und er hat allerweil noch weiter getrunken. Ich habe ihm ja die Schnapsflaschen direkt wegnehmen müssen, fast mit Gewalt. Und ins Bett habe ich ihn halt getragen, weil er so schwer war. Ja. Ja, danke. Sagen Sie können sich setzen. Wo ist Gericht? Der Herr Tenor, der Herr Kammersänger ist da. Was? Mein lieben Geistbacher, grüßt Gott mit frohem hellen Klang. Grüßt Gott, grüß euch Gott. Ja, Ruhe, meine Herrschaften. Trotz aller Freude und Begeisterung muss ich um Ruhe bitten. Herr Kammersänger, seien Sie uns herzlichst willkommen. Entschuldigen Sie, lieber Amtsgerichtsrat, ich wollte schon um 9 Uhr hier sein, aber mein Automobil hat gestreikt. Ach, Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen, Herr Kammersänger. Indes darf ich einige Fragen an Sie. Ja, ich weiß. Ich bin der lieben Stadt Geisbach. Ihnen, meine lieben Freunde von der Concordia, und vor allem Ihnen, verehrter Amtsgerichtsrat, eine Erklärung schuldig. Sehr liebenswürdig, verehrter Herr Kammersänger. Sind Sie disponiert, mir folgende... Und ob ich disponiert bin, in fernem Land, aber euren Schritten liegt eine Burg, die Montsalvat genannt. Wunderbar! Ruhe, indes der andere Punkt, Herr Kammersänger. Oh ja, selbstverständlich wird auch das ausgefallene Schubert-Konzert nachgeholt. In einem Bächlein hell, das schoss in froher Eil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Wir sind entzückt, Herr Kammer, wir sind entzückt. Indes, könnten Sie bitte mir noch vorher erklären, was die andere Sache betrifft? Oh, keine Sorge. Die Messe wird auf keinen Fall vergessen. Domine Deus, Agnus. Allerdings bei meiner eigenen Festmesse werde ich kaum singen können. Wirklich. Peter, meine Herrschaften, meine Herrschaften, die Sitzung ist geschlossen. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zum königlich bayerischen Amtsgericht.